Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge uns gerade am Schluss gegen einen Bosskampf gestellt, und zwar gerade unter uns. Ah, da sehen wir ihn gerade, den Nosk. Das Problem mit der ganzen Sache ist, wir haben ihn besiegt, aber sind gleichzeitig auch gestorben. Und jetzt wollte ich eigentlich nachgüchseln, ob er wirklich gestorben ist oder nicht. Oder ob wir jetzt den Bosskampf nochmal machen. Darum behalte ich jetzt einmal die Sockel bei, die wir hatten. Weil die Strategie ist, würde ich jetzt mal behaupten, einwandfrei gegen den Gegner. Hat gut funktioniert. Aber die Frage ist jetzt, ist er jetzt wirklich gestorben oder nicht? Das ist so eine gute Frage. Die kann ich leider nicht beantworten, für das muss ich jetzt eben selber schauen gehen. Aber ich hoffe und denke, dass wir jetzt den Bosskampf eigentlich überstanden haben. Und sonst stellen wir uns direkt gerade nochmal. Oh nein, da unten durch. Ausgerüstet dafür wären wir sicher schon mal. Und ja, ist ein bisschen dumm gelaufen. Also wenn ihr es wissen, wenn ihr halt in der letzten Folge die letzten 5 Minuten schnell angehüchst und dann wisst ihr, was ich meine. Ja, ein bisschen mühsam. Ah, wieder falsch. Und jetzt würde ich gerne mal herausfinden, ob wir den wirklich geschafft haben. Hallo? Ach, das zieht sich einfach immer so in die Länge. Der Weg. Ich glaube, das haben sie eben extra gemacht, dass man nicht so schnell wieder beim Bosskampf wäre, wenn man da stirbt, dass man sich wirklich aufregt und anstrengt. Daher... Nein, bis jetzt sieht es gut aus. Haben wir in dem Fall geschafft? Wir haben ihn geschafft, es hat zählt. Oh mein Gott, ja! Freude herrscht, wir haben ihn besiegt und sind gleichzeitig gestorben mit ihm. Supidupi. Dann schauen wir nämlich gerade mal weiter, was da noch auf uns wartet. Hallo? Betrachten. Bleiches Erz, was? Nice, wir haben 3 bleiche Erz zusammen, das heisst, wir können unseren Nagel nochmal verbessern. Supidupi. Hat es da gerade noch irgendeinen Weg? Irgendetwas? Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann hat sich der Bosskampf eindeutig gelohnt. Das heisst, wir können direkt nachher noch schnell beim Nagelschmied vorbeigüchseln und unseren Nagel verbessern. Das heisst, wir sind langsam wirklich auf einem sehr guten Weg, sehr stark zu werden. Und daher, sehr nice, dass wir den Boss wirklich jetzt noch geschafft haben. Ich habe jetzt gedacht, es könnte ja sein, dass er nicht zählt. Aber wieso? Wir sind beide gerade gleichzeitig gestorben. Also es ist ein krasses Kräftemessen in dem Fall. Hä? Da gibt es noch einen Weg rauf. Aha. Ja, der Effekt wäre mir auch noch ein bisschen leichter und schneller gegangen. Wieso habe ich den nicht von Anfang an entdeckt? Mann. So, da ja nicht runterfallen. Und dann... Dort am... Nein, wir müssen noch eins weiter oben. So, dann haben wir das geschafft. Dann gehen wir mal ganz kurz unseres... Ach, noch ein bisschen schnell zuerst schwimmen. Das ist das Wichtigste. So, dann können wir gerade mal noch schnell unsere Sockel ändern. Und zwar würde ich jetzt den rausnehmen und sonst die 2 Sachen wieder rein tun. Ich würde sagen, sonst behalten wir das gerade mal so bei. Nein, ich wollte eigentlich den langen Nagel dabei haben, weil ich schlage gerne die Länge. Dann nehmen wir die 2 Sachen wieder raus und nehmen dafür unser... Ah nein, das ist der falsche. Hoppa! Unser langen Nagel mit, obwohl mir der schon fast wieder besser gefällt. Aber wir haben leider noch zu wenig Sockel dafür. Ich hoffe, wir finden mal im Verlauf der Zeit noch ein paar Sockel mehr. Und jetzt müssten wir gerade mal schon anschauen, wo ich gerne noch hin würde. Und zwar die Frage der Fragen. Eigentlich da haben wir soweit alles. Wir haben keine Raupen, nichts mehr, die wir da einsammeln müssen. Darum würde ich sagen, wir machen uns jetzt eigentlich auf den Weg zurück. Und schauen uns an, was wir als nächstes machen. Ich habe da schon wieder nochmal eine ganz kleine Idee, was wir da machen könnten. Und nachher können wir uns direkt mal zum Nagelschmied begeben. Jetzt muss ich da, glaube ich, den ganzen Run schnell durchkommen, damit ich überhaupt da komme. Jetzt weiss ich gerade nicht, wo der Durchgang ist. Oder... Ah! Nein, jetzt bin ich falsch! Mann, das passiert auch nur mir. Sohle und da durch. Bin ich jetzt richtig? Ich hoffe, ich bin richtig. Jawohl, ich bin richtig. Supidupi. Dann kommen wir ab zu unserem Wagönli und dann machen wir uns auf den Weg in den Abgrund. Warum in den Abgrund? Weil dort haben wir noch ein paar Sachen übersehen. Und zwar den leuchtenden Knopf drücken. Und zwar kann man dort noch einmal den Traumnagel einsetzen und nochmal etwas anderes bestimmt. Aber wie genau das abläuft, weiss ich auch nicht. Ich habe mich eben noch ganz ein bisschen erkundet, damit ich auch weiss, was ich so plus minus verpasst habe. Weil ich habe ja vor
eigentlich das Spiel plus minus auf 100% spielen. Also ich hoffe, ich bringe es an. Also eigentlich komplett alles freischalten, was man kann freischalten und finden und machen und tun. Und daher haben wir eigentlich einen Plan vor uns. So, wir müssen jetzt einmal komplett alles abwerten. Jawohl. Let's go! So, ne? Einfach alles runter. Einfach alles runter. Einfach alles runter. Oh, nicht in die nicht in die Stacheln. So. Da auch wieder alles runter. Okay. So, ne? Und dann sollten wir uns da vorne gerade wieder im Abgrund befinden. Jawohl! Das heisst, ich muss jetzt da einmal komplett alles abwärts. Und, jawohl, das sollte klappen. Einmal alles runter. Einmal alles runter. Einfach nicht stacheln. Ja, das ist mir noch egal, einfach nicht stacheln, weil sonst wird wieder irgendwo neu gespawnt. Auf das habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Der Rest ist mir noch plus minus egal. Nein, nicht die. Bei denen muss ich noch tierisch aufpassen. Weil die können mir gröber Schaden einheizen. Ich wundere, dass es überhaupt noch ein paar von denen da hat. Und jetzt muss ich schon nachgüchseln, ob sich da nämlich etwas da hat. Mann! Jetzt bin ich noch reingelaufen, ich nuddle. Aber ich glaube, da hat sich in meinen Augen, oder ich denke noch nichts da, weil da sollte sich eigentlich noch irgendetwas verbergen von uns. Unsere Stimmen werden erneut aufschreien. Ja, aber wie? Ich muss da eben irgendetwas noch machen. Da habe ich gedacht, hätte sich vielleicht noch etwas Neues für uns ergeben. Aber wie es aussieht, doch nicht. Wie es aussieht, eben doch nicht. Mann, schade. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, da ist jetzt etwas Neues freigeschaltet, weil irgendetwas hat das Podest und mit der ganzen Sache zu tun. Aber was? Kein blasser Schimmer. Kein blasser Schimmer. Und da unten haben wir ja, am Abgrund haben wir eigentlich so wie gar nichts mehr. Da sind wir ja gewesen, da hinten haben wir ja unseren Schattensprung bekommen. Und sonst hat es dann nichts weiteres gehabt. Die Frage ist jetzt einfach, wie wir da weiterkommen. Das ist wirklich eine gute Frage. Dann würde ich sagen, wir Kumpeltempel mal alles wieder aufwärts. Dann ist der Weg wieder mal umsonst gewesen. Aber das passiert mir auch gerne mal über die. Okay. Und dann können wir uns... Jetzt bin ich fast in die Stacheln rein. Hey! So, da. Einmal da rauf. Was ist denn das für ein Horn? Gar nicht, okay. So. Dann gibt es da eigentlich auch noch eine kleine Aufgabe im Abgrund für uns. Und zwar haben wir da noch eine blaue Tür. Ich habe mir jetzt sagen lassen, und das aus erster Hand, für jemanden, der das auch gespielt hat, dass ich für das, ich glaube, 15 blaue Herzen bräuchte, um da durchzukommen. Jetzt, das heisst für mich, ich muss jetzt ganz kurz mal schnell auf das Bänkchen und von dem Bänkchen... Ah, wieso gehe ich jetzt wieder alles runter? Wieso nur? Konzentrier dich doch! Hey, Löli! Für das bräuchte ich 15 blaue Herzen, glaubst du? Und ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir das mit all unseren Sockeln anbekommen. Aber ich habe gedacht, wir suchen uns jetzt ein Bänkchen, schauen mal, ob wir das schaffen. Und dann versuchen wir mal zu dieser Tür auf sie zugehen. Und ob sie sich dann wirklich öffnet oder ob das einfach eine kleine Verarschung war im Großen und Ganzen. Darum, let's go. Jetzt muss ich einfach schauen, es ist einmal schon eine kleine Strecke bis rauf. Ah! Nein, nein, nein! Ja doch, wenigstens so. Einfach mühsam. Einfach mühsam da drauf zu kommen. So. Ah komm, der Schaden nehme ich auf mich. Oh, ich habe nur 1 Leben. Ich nuddle. Ich habe es gar nicht bemerkt. Ich habe gar nicht mehr auf mein Leben geschaut. Ich bin so darauf konzentriert aufs Gumpen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie wenig Leben ich eigentlich noch habe. Dann fühle ich das Leben einmal nach. So, dann haben wir fast schon wieder volles Leben. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir da oben uns gerade ja, ein Bänkchen. Dann würde ich sagen... Ach du! Blödes Ding, darum der lange Nagel. Das ist einfach praktisch. So. Dann schauen wir mal schnell nach, wie viele blaue Masken wir anbekommen. Also wie viel extra Leben. So, das sollte sich gerade hier befinden. Jawohl, also jetzt schauen wir schnell nach.
Wenn wir jetzt alle Sockel würden rausnehmen und den da reinsetzen, bekommen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 langen aber nicht. 12 langen aber nicht, um die Tür zu öffnen. Das heisst, wir haben noch zu wenig. Ausser den da würde ich noch... Wenn ich den da noch nehme. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. So könnte es lange. Bin ich da schon mal schauen? Ja, da bin ich alles schon anschauen. Okay. Es würde lange. Aber ich darf jetzt nicht sterben, weil sonst geht die Talisman kaputt und ich habe über meine Stränge geschlagen, was bedeutet... Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen hüsteln. Was bedeutet, wenn ich jetzt sterbe, geht der eine Talisman von uns kaputt und das müsste ja eigentlich auch nicht sein. Da ein bisschen aufpassen. Aber das sollten wir gut anbekommen. Wir müssen ja wirklich nur bis einer blauen Tür, also nur... Dort hat sie noch viel Stachler rundherum, darum muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und ich habe meinen Kompass nicht mit dabei. Aufpassen. Da. Jawohl. Und jetzt geht drauf. Er leuchtet auch blau. Es leuchtet blau. Ah, was? Und dort zeigt es an, wie viele blaue Herzen wir eigentlich bräuchten, um das aufzumachen. Okay. Okay. Nice. Dann haben wir schon mal die nächste Passage erreicht. Hopp, hopp, mach auf. Und die Tür geht auf. Nice. Dann schauen wir mal nach, was da so auf uns wartet. Okay. Mega viele Stacheln und Blümchen. Okay. Wenn ihr mir sagen, ich hätte jetzt so viel extra Leben einfach mitnehmen müssen, damit ich das überleben, oder? Okay. Also da drauf komme ich gut, aber jetzt muss ich dort, wie es aussieht. Okay. Also ich sage jetzt schon mal voraus, da rauskommen wird das grösste Hindernis. Ich hätte nicht da durch sollen. Da hinten geht besser. Zwar so. Okay, so. Da oben. Ja, aber da unten wird es ein bisschen mühsam. Da unten wird es tierisch mühsam. Oder auch nicht? Besser funktioniert, als ich erwartet habe. Okay. Jetzt geht es da weiter. Also, aber wie gesagt, der Ausweg wird... Hallo? Betrachten? Lebensblutkern. Hä? Was passiert jetzt? Ja, aber es hat ja noch einen anderen Weg gehabt. Hallo? Es hat einen anderen Weg gehabt. Okay, aber dafür haben wir etwas Neues bekommen. Und zwar Lebensblutkern. Er erhaltet einen lebendigen Kern, durch den viel Lebensblut strömt. Beim Ausruhen erhält der Träger einen Überzug mit Lebensblut, der vor einer großen Menge Schaden schützt. Beim Ausruhen? Okay. Also wie ausgesehen haben wir jetzt nochmal einen neuen Talisman bekommen. Ziemlich nice. Dann haben wir schon mal den nächsten Talisman erreicht. Muss ich einfach schauen. Einfach nicht sterben, der Rest ist mir Bratwurst. So. Aber dort hat es nochmal einen anderen Weg gehabt. Den hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch gerne gesehen. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Talisman. Vielleicht wäre das auch nur ein Ablenkungsweg gewesen und dort hat es gar nichts gehabt. Dummes Ding. Und schon immer im Weg. So. Hä, wie komme ich jetzt da weiter rauf? Ah, nicht da durch, da hinten durch. Okay, da. So. Moin, boing, boing, boing. Kommen wir da sehr gut durch. Nice, und dann sind wir schon wieder oben. Dann haben wir plus minus im Abgrund alles erledigt. Das Einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist die eine Plattform, die jetzt bis jetzt nicht auftaucht ist. Warum auch immer. Ich hoffe eigentlich, das ändert sich noch. Ich hoffe wirklich, das ändert sich noch. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich glaube, ich mache mich direkt auf zum Lift zurück. Und für das müssten wir ja eigentlich einfach so durchgehen. Also nicht einmal allzu weit. Für das müssten wir... Muss ich mich jetzt, glaube ich, sogar durchschiessen lassen? Jawohl. Da hätten wir unsere Ritter wieder. Gegen dich mal noch gerne kämpfen würden, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. So, ab aufs Bänkchen. Dann können wir nämlich diese Sachen hier wieder rausnehmen. Ich hätte eigentlich den langen Nagel noch rausnehmen können, dann wären wir auf Nummer sicherer gewesen. Also das kommt mit, das kommt mit.
die kommen sicher mit. Jetzt habe ich so eine gute Kombi dabei gehabt, ich weiß nicht mehr was. Mein Schild kommt mit. Und der lange Nagel. Stimmt das? Ich glaube, das stimmt. Ich bin mir ziemlich unsicher, aber ich glaube, das sollte plus minus ankommen. So, dann ist die Frage, was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir ja das hier unten erledigt. Jetzt zeigt es mir schön auf der Karte an. Das hier unten weiss ich halt wirklich immer noch nicht, was das machen soll. Also über dem Unterpfeil, wo ich da einkreise. Da sind wir jetzt sogar anschauen gegangen und ich habe keinen Plan, was ich dort weiter machen soll. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir als nächstes? Gehen wir gerade direkt mal zum Schmieden sonst. Also ab zur Stadt der Tränen. Dann gehen wir mal zum Schmied. Station der Königin sollte stimmen. Oder ist es Lagerräume der Stadt? Nein, ich glaube, es ist Lagerräume der Stadt. Wenn ich mich nicht täusche. Gehen wir mal unseren Nagel verbessern. Und ich glaube, dann sind wir sicher mal auf der safen Seite, dass das alles funktioniert. So, los geht's! Gehen wir mal wieder zum Nagelschmied. Jetzt sind wir jetzt auch schon lange nicht mehr gewesen. Und dann, ich weiss gar nicht, ob es nochmal eine Verbesserung mehr gibt oder ob das jetzt wirklich alles Erz war, was es da gibt in dieser Welt von Hollow Knight. Da bin ich mir ziemlich unsicher. Aber ich glaube, ich habe bis jetzt noch ein paar Secrets verpasst, die man eigentlich noch machen sollte. Und danach würde ich mich eigentlich gerne mal langsam richtig Kampf gegen die 5 Maskentypen begeben. Mal schauen, ob wir dort mal etwas mehr erreichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir die Spinnen haben, würde ich mich sogar noch mal in den Kampf gegen die im Garten der Königin trauen. Gegen die ich jetzt auch schon mehrmals auf den Deckel bekommen. Also jetzt momentan mit den Spinnen allgemein getraue ich mich mehrheitlich gegen mehrere Bosse. Also gegen alle 3, die jetzt noch führig bleiben bis jetzt. Von denen ich weiss. Weil ich das Gefühl habe, mit den Spinnen, die machen halt wirklich unglaublich guten Damage. Und ich bin halt viel auf Ausweichen und so weiter. Und in der Zeit machen die halt einen Haufen Bums an Damage. Und darum, ja, egal, schauen wir das dann an, wenn es so weit ist. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unseren Nagel. Muss mir nicht um weitere Sachen noch Gedanken machen momentan. So. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach alles einmal abwärts. So. Jawohl. Ab zum Nagelschmied. Ich hoffe, das kostet jetzt auch einigermaßen ein bisschen etwas, weil wir haben über 10.000, dass wir mal ein bisschen Geo loswerden. Wenn ihr Hinweise oder Tipps habt, was ich sonst mit meinem Geo anstellen kann, schreibt es mir lieber gerne in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung, ob ich die sonst noch ausgeben kann. Von dem her, ich wäre da... Vielleicht gibt es irgendwo einen Händler, von dem ich nichts weiss oder irgendetwas. Aber ich glaube, an einem gewissen Punkt braucht man einfach nicht mehr wirklich viel mehr Geo. Dann noch... Hat einfach so ausgesehen, als könnte man dort noch durchrennen. Das wäre jetzt auch noch ziemlich lustig gewesen. So, eintreten! Oh, du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz, ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. 3 Stück bleiches Erz und Geo ausgeben, um Nagel zu verstecken. 4.000! Uiuiuiui. Ist nicht gerade wenig, hä? Nicht gerade wenig. Wie du wünschst, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Fertig, ich habe deine Waffe jetzt neu geschmiedet. Dein Nagel ist viel stärker als zuvor, so stark wie er nur sein kann. Nur in deiner Waffe habe ich je ein solches Potenzial gesehen. Endlich kann ich die Erhabenheit eines reinen Nagels erblicken. Dass dieser Moment so schnell gekommen ist, ich muss mich kurz sammeln. Hä? Hä? Okay. Das hat er jetzt so überwältigt. Wow. Er sieht mega aus. Die ultimative Waffe von Heilsnest, zur Perfektion geschmiedet, offenbart dieser uralte Nagel seine wahre Form. Wow, okay. Also wir haben jetzt glaube ich wirklich eine übelst krasse Waffe. Und er ist total verblüfft. Jetzt, da ich einen reinen Nagel geschmiedet habe, ist meine Arbeit in diesem Leben getan. Mein einziger Wunsch ist es jetzt, die wahre Kraft des Nagels selbst zu sehen und zu spüren. Ich bitte dich, streck mich nieder. Ich will in meinem letzten Moment die ausgezeichnete Schneide dieser Klinge schmecken. Nach all dieser Zeit, all dieser Arbeit, habe ich das da nicht verdient? Ich soll dich töten? Ich probiere es mit meinem Traumnagel. Was, ich soll ihn töten? Wieso? Ich brauche seine Arbeit noch. Okay, dann halt. Ich kann eigentlich richtig gesagt, er soll sich heben. Aber da ist er Kate. Ach, jetzt tut mir so leid. Aber das bedeutet, wir haben das Maximal an Kraft von unserem Nagel erreicht.
Mehr geht nicht. Ich frage mich jetzt einfach, was wäre passiert, hätte ich ihn nicht getötet. Hätten wir ihn nochmal gesehen oder nicht? Oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er ist jetzt einfach weggegangen von uns. Er ist nicht mehr in dieser Welt. Und das nächste, was wir zu tun haben, ist sicher mal zurück aufs Bänkchen zu finden. Und ich glaube, sich langsam den Masken zu stellen. Gut, die Frage ist jetzt, wenn wir uns den Masken stellen, wenn wir... Wow, jetzt one-hit ich ihn wirklich... Jetzt sind wir wirklich einzigartig unterwegs. Jetzt sind wir wirklich einzigartig unterwegs. So, la. Jetzt mache ich mich aber noch... Soll ich mich noch auf den Weg da durchmachen oder nicht? Nein, komm. Ich würde sagen, wisst ihr was? Wir haben unseren Nagel verbessert. Wir haben leider mitbekommen, wie er gestorben ist. Also gestorben, wir haben ihn niedergestreckt. Ich hoffe, das war wirklich die richtige Wahl gewesen. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss nimmt aufs Spiel oder nicht. Den Nagelschmied gibt es nicht mehr. Das heisst, es wird wahrscheinlich auch kein weiteres bleiches Erz geben. Also gehe ich jetzt davon aus. Wir haben 6 Stück insgesamt gesammelt. Also gehe ich davon aus, es wird nichts sein. Jetzt ist die Frage, machen wir uns als nächstes auf zu der Maske, auf in die Garten der Königin oder auf in der Schwarm. Der Schwarm wäre halt nützlich, da können wir mal noch ein Räubli sammeln. Dann nehmen wir da oben. Die Räubli wollte ich eben wirklich mal alle komplett einsammeln, wenn es mich wundert, was denn passiert. Und die Frage, die beantworte ich euch entweder in den Kommentaren, wenn ihr das macht, mir ein Abo und ein Like da lasst. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Danke vielmals und ciao.